Aber jetzt nicht mehr. Lass dich hier nie wieder blicken! Dem hast du's aber gezeigt. So, das war's mit Karim. Nicht so alles gegessen, wie es gekocht wird. Manche lernen eben gar nicht. War doch klar, dass das Ärger gibt. Man darf auch nicht riskieren. Ich glaube kaum, dass... Für Gomez! Ich bin gegen Karim angetreten. Und du hast ihn umgehauen. Ich muss schon sagen, nicht schlecht. Er war immer einer der besten Kämpfer hier. Du hast mich schwer beeindruckt. So. Haben wir denn da noch irgendwas? Aber behalt's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. War doch klar, dass das... Früher wäre das ganz Für Gomez, ja, ja. Immer wieder diese... Ich höre nicht mehr auf das Glas. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Früher wäre das Für Gomez. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Na, Schmied, Was geht dich das an? vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du... Ich würde mich selbst gern mal in deiner Schmiede versuchen. So. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Ich höre nicht mehr auf das Gefragt. So, brauchen wir nicht? Haben wir nämlich schon. Du hast ziemlich schnell kapiert, wie es hier läuft. Willkommen bei der Garde. Ich höre nicht mehr auf das Gefragt. Ich höre nicht mehr auf das Gefragt. So, Karim. Suchst du wieder Streit? Mal abwarten. Und schon wieder bei mir? Wie es gekocht wird. Ich halte mich da lieber raus. So, hau bloß ab. Hier passiert sowas. An der Geschichte muss doch mal was machen. Ich halte mich da lieber raus. So, machen wir uns wieder auf den Weg ins Sektenlager. Ja, schneller sind wir nicht unterwegs, weil unser Held so schrecklich langsam läuft.
Achso. So, den speichern wir. So, dann sind wir jetzt auf der sicheren Seite und suchen Gorkalom. Dann schauen wir mal, ob wir wieder in den Tod stürzen. So, das ist mir nicht. Sollen wir die Leibwache erledigen? Ne, ist keine gute Idee. Die Waffe weg! Ach, das war bloß Kane. Wo ist Gorkalom? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. So, da haben wir doch das Rezept. So, durch den Tisch durch und ab. So geht es heutzutage. Bis Mitternacht hat's geheißen. So, bis Mitternacht schlafen. Hey, du! Was machst du da? Halt die Schnauze. So, schauen wir mal zum Platz. Was die da so treiben. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht.
Meister, was ist geschehen? War es der Weg in die Freiheit? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Kapitel 3. Artefakte von uralter Macht. So. Ja, was machen denn die alle da? So, als erstes bringen wir das Rezept zurück. Ich habe kaum nicht daran, was ändern wird. Ich halte mich da lieber raus. An der Geschichte muss... So, aber erst einmal speichern.